Madame Weidert. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetzesprojekt machen wir mehr wie just eine Verlängerung von den Staatshilfen für Klima- und Umweltschutz. Wir bauen das Regime konsequent und nachhaltig aus. Das ist eine ganz klare Richtung für die Industrie, aber auch als kleine und mittelständische Betriebe. Wir ermöglichen der Industrie größere Dekarbonierungsprojekte heranzugehen, die am Kader von einer miesen Konkurrenzvergleich gehen. Die besten Projekte mit dem größten Umweltimpact kriegen dann eine substanzielle Hilfe. Ich denke, Madame Hartmann war im Detail darauf eingegangen, wen kann von Hilfe profitieren für welche Projekte. Mit das schafft den Anreiz für die Industrie, ambitiöse Dekarbonierungsprojekte umzugehen und die entsprechende Unterstützung dafür zu kreieren. Neben der Dekarbonierung unterstützt das Regime auch die Energietransition, aber besonders dafür zu hier sind Hilfen für die Produktion von Hitze und Kälte sowie für erneuerbare Energien. Auch die Infrastruktur für den Hydrogen wird gefördert, ein Schritt, den wir als CSV schon lange gefordert haben, an dem wir deutlich begrüßen. Mit diesem Gesetzesprojekt ziehen wir einen klaren Schlussstrich unter der Unterstützung für die Fossilenergien. Das ist ein ermauertes Engagement von dieser Regierung für eine reelle Energietransition. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, das Regime von Hilfen ist nicht nur für die Großbetriebe aus der Industrie. Ich habe vorhin schon gesagt. Mir gilt auch für den Mittelstand, die tausenden kleiner mittelständischer Betriebe, die eine zentrale Rolle an der Energietransition, an der Dekarbonierung spielen. Auch diese Betriebe holen wir mit auf den Weg, an Hilfe mit vereinfachten Prozeduren und das Eden zu kommen. PME brauchen für Hilfe von unter 100.000 € nicht über den miesen Konkurrenz zu führen. Außerdem gesagt dieses Gesetzesprojekt auch die sogenannten Silence vaut accord für, wenn es darum geht, Daten zu akkordieren. Für alle unter 100.000 € hat das Minister 3 Monate Zeit, für eine Decision zu dem Mund zu holen, und nur dem Delay gilt das automatisch dann als akkordiert. Bei Eden über dem Monto von 100.000 € ist ein Delay 6 Monate. Aber das sind aber raisonnable Delays, mit denen eine Entreprise sich herumschlagen kann. Wir begrüßen ausdrücklich dieses Prinzip, den am Gang als Schuld zu machen bei den Staatsbeihilfen, und wir geben uns freuen, das schnellstmöglich dieses Prinzip auch an andere Bereiche sich herumspiegeln. Herr Präsident, für als Ziele am Klima- und Energieplan zu erreichen, muss man die Leute, aber auch die Betriebe gleichermaßen auf diese Weg holen. Und mit diesem Gesetzesprojekt schaffen wir positiv Anreize für messbare Verbesserungen an der Reduktion von CO2-Emissionen, an der Verbesserung von der Energieeffizienz sowie an der Produktion von erneuerbaren Energien. Diese Mesure sind adaptiert und größt an die Besoin von den Unternehmen. Und wir setzen damit einen weiteren Teil aus dem Koalitionsakcord, an dem wir festgehalten haben, dass wir gezielt die Klein- und Mittelbetriebe an der Energietransition unterstützen. Außerdem hat man es vorgeholt, Strategie für die Dekarbonierung von der Industrie zu verschaffen, und dieses Gesetzesprojekt als ein Teil davon. Und genau so stellen wir uns eine proaktiv, nachhaltige, realistische Klima- und Energiepolitik vor. Das ist also ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt, den die Industrie und Betriebe Klima und Zukunft in unserem Land zusammenbringt. Und damit gibt es einen Akkord von der CSV-Fraktion.